Tja Leute, da haben wir den Käse, aber so richtig, hey, ach du Scheibengleis, sieht richtig übel aus. Ich meine, klar, wir haben noch ein paar Lebenspunkte übrig, aber auch mit dem feindlichen Asyl auf dem Feld wird es ziemlich übel werden. Außer natürlich, wir werden endlich mal Obelisk den Peiniger ziehen. Was aber, denke ich, noch lange dauern kann. Ach du heilige Tononron, selbst wenn, ich kann ihn gar nicht aufrufen. Viel zu wenig Monster auf dem Feld. X-Säbel-Erbelum und nach der kriegen wir natürlich einen kleinen netten Powerschub. Ach du Scheibenkleister. WTF. Nein! 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 Nicht den! Nicht Breineck! Alles nur nicht den. Nur nicht den Drachen der Eisbarriere. Eigentlich eines meiner Lieblings-Synchro-Monster aus anderen Yu-Gi-Oh! Spielen, aber oh, du, das war's für uns. Dankeschön, Obelisk, dafür, dass du lange gebraucht hast. Ach, Menschenskind, hey! Ich bin der Beste. Nee, du bist scheiße. Folge los gegen einen Trendcenter, das ist so peinlich. Mann, er hat eigentlich so ein krasses Deck, hey. Anfangs sah es so gut aus, plötzlich Hammerschuss und dann war alles vorbei. Da war voll einen Schuss verpasst, hey. Mann, oh Mann. Also endlich mal, komm mal, Obelisk, das kann doch nicht sein. Mal ganz ehrlich, Leute, wenn der Ende nicht kommt, ich schmeiß ihn wieder raus. Ich schmeiß den ohne Gnade wieder auf die Reservebank. Ganz ruhig, Michael, ganz ruhig. Ich muss nur Vertrauen haben. Vertrauen, das Herz der Karte natürlich auch. Meine Duellfähigkeit und vor allem natürlich an die ägyptischen Götter. Da kann natürlich auch keiner. Scheiß da, machen Götter hier. Was ich brauche, ist ein bisschen Defense. So, setze ich erstmal das Monster verdeckt. Plus dann noch 2 Karten verdeckt. Gut, das war's. Du bist dran. Desynchronisation mit Obelisk. Wäre eine Variante. Wäre durchaus eine Variante. Ich rufe Gyaku, Gira Panda. Ja, verdammt, mach das doch mal. Der kriegt doch Angriffspunkte in der Hand, der... Okay, war ein anderes Monster. Dachte anhand der Karten auf seiner Hand, oder was auf meiner? Was kann ich mehr? Keine Ahnung, aber mehr. Und das tut weh. Wie kannst du es wagen? Du jämmerlicher Wurm. Ach, Menschenskind, nehmen die Trendcenter. Hey, fahrt doch mal eine andere Platte auf. Mal ganz ehrlich. Na, dann wollen wir mal. Und ein Cyberdrache. Na, doch so cool aussieht, was? So, das erste Mal kommt hier Sangan zum Zuge. Natürlich im Verteidigungsmodus. Und Zug beendet. Und da kommt die allmächtige Gaia Power. Das habe ich befürchtet. Und er kriegt gleich einen mordsmäßigen Powerschub. Los, mein Monster, greif ihn an, Attacke. Glaubst du? Autsch! Das tat weh, du Penner. Gibt's nicht, ey. Wie kann man nur so frech sein? Ja, was nehmen wir am besten? Riesenbazil, aber 3 Stück im Deck. Oh, ein Captain ist immer gut. Ein Captain, der tut immer gut. Und gibt einem auch immer sehr viel Mut. Was mir schaut der Spruch, ey. Kartenzerstörung. Wäre doch eigentlich eine Idee. Aber erstmal noch eine Karte verdeckt setzen und dann aktiviere ich die Kartenzerstörung. Da mal gucken, dann neue Karten ziehen. Komm schon, Baby. Sei mir Hold, sei mir Hold. Natürlich alles für den Arsch. Das gibt's einfach nicht, ey. So, Weltbewegungskanone.
das wird wehtun, das wird sowas von wehtun. Junge, Junge, Leute, es waren noch 2 Kani, noch ein Synchromonster. Synchro sage ich schon, natürlich ein Empfängermonster. Dankeschön. Und die Kanone ist im Arsch. Ja genau, Empfängermonster plus Obelisk, dann wäre ich echt zufrieden. Hey, dann wäre ich so glücklich. Antiker roter Affe. Was? Das kann ich gar nicht. Was ist das für ein Monster? Okay. Ein verrückter alter Pavian. Mit einem mordsmäßigen roten Arsch. Das ist ein Lichtmonster. Klar, antiker roter Affe heißt, aber ist ein Lichtmonster, glaub's auch. Ach, was soll. Shit happens. Und tschüss, du roter Pavian. Och nö, jetzt muss natürlich auch der kommen. Autsch, genau. Und kriegt natürlich noch einen mordsmäßigen Powerschub, den aber nicht sehr viel bringen wird. Greif an, mein mächtiger grüner Pavian, Verteidiger des Waldes. Nö, kein Bock drauf. Feinkontrolle. Du gehst in die Defense. Ja, sowas von in die Defense. Da bleibst du auch. Na, bitte geht doch. Aber jetzt anzugreifen, das wäre, glaube ich, ein bisschen leichtsinnig. Ja, schon ein bisschen, wa? Und deshalb kommt aber Karte Spalt zum Einsatz. Was? So, das war gemein. Hatte doch einfach sein Monster volle Kanne ausgetauscht, was aber nicht viel gebracht hat. Also natürlich aktiviert sein Effekt wieder. Was bist du denn für ein Penner, hey? Ja, Freunde, wir schlittern wieder mal auf eine neue Niederlage zu. Das gibt's doch nicht, hey. Nein, das ist also wegen diesem scheiß Arsch Pavian. Oh. Was ist denn hier los? Unser Deck ist doch sonst immer so cool, diesmal ein Grauch, aber jetzt plötzlich alles voll im Arsch plötzlich. Was ist hier einfach nur los? Ja, toll, ein starkes Monster auf dem Feld, plus 3 verdeckte Kanten. Wenn jetzt Obelisk kommt, hey, dann kotze ich auf das Spiel. Wollte schon sagen, was wir da jetzt noch machen. Ja, doch eine Idee. Da hatte gerade die Synchromonster, da fiel mir zwar etwas ein, aber eine viel bessere Idee. Nein, nein, ich habe ihn gar nicht mehr, ich habe ihn gar nicht mehr zur Hand. Ist das Kacke. Ja toll, was mache ich jetzt? Ihn normal rufen, ich hatte gar keine Stufe 2 Monster mehr auf dem Friedhof. Sangen und so, aber ist gar nicht da. Oh oh. Rose, Stufe 7, ja. Schwarzer Rosendrache, was? Ja, würde muss fast so sein. Der schwarze Rosendrache. Aber wieso? Aber sonst echt kein anderes irgendwie starkes Monster kommen schon. Level 7, der antike Feendrache, okay, aber wobei? Kriegt 1000 mehr Defense und könnte 1000 mehr Lebenspunkte natürlich und können seine Zauberkarte loswerden, danach wieder die Sync-Anwendung, um es aufzulösen. Okay, das ist eine Variante, oder eben wie gesagt, da geht sowieso nicht. Oder halt einen schwarzen Rosendrachen rufen, aber das Problem, dann sind alle Karten nach dem Feld futsch. Er hat zwar auch eine Variante, aber der geht hier einfach nicht. Ich habe die schlechte Monster, muss man so sagen. Wie gesagt, sonst keine Stufe 2 Monster im Friedhof. Ne, sind alle Stufe 3. Alles ist Stufe 3. Er wollte einen Kurssprung mit dem Captain, da doppelte Captain-Barriere aufbauen, aber nee, auf den Arsch. Okay, mach's mal so. Versuchen wir es mal mit dem Captain und der Rose kriegen eine Rache im Verteidigungsmodus. Und
Dann rufen wir mal ganz flotte Karotti, den antiken Feendrachen. Der war schon lange nicht mehr dabei, was? So. Blub, 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 blub. Ich bin so wunderschön. Das finde ich irgendwie krass aus, das Viech, was? So, Fähigkeit aktivieren und die Zauberkarte zerstört. Yeah, ganz geil. Zück. Das war's mit dem Power Boost. So, das reicht mal fürs Erste. Er hat einen Hammerschuss, dann bringt aber nicht gerade viel, würde er sein eigenes Monster zerstören. Was hat er denn sonst noch? Natürlich schreit er untot, und ich muss was zu dem noch fragen. Ich habe ein mieses Gefühl in der Magengegend. Und zwar ein ganz mieses Gefühl in der Magengegend, wobei da bringt gar nicht sehr viel. Hey, schwerer Sturm, wo bist du? Kann ich gerade gut gebrauchen. Obelisk der Peiniger, ja, Prost Mahlzeit, ey, was bringst du mir jetzt? Kann man durch die Synchro anwenden, aber das sind nur 2 Monster gewesen, das bringt nichts. Ich hab da... Wieso verarscht mir das Spiel gerade so, Leute? Wieso? Warum? Was hab ich im Spiel getan? Aber der Obelisk der Peiniger auf der Hand. Nach 2 Parts endlich mal. Ja, ich muss ihn rufen. Ich muss da einen schwarzen Rosendrachen rufen. Hinterlegt wird. Diese kann das Spezialgeschwür zu beschwören. Ja, aber gar nicht. Der gelbe Pavian. Ja, Finse Resonator. Na, servus, Kumpel. Was bringt der Stufe 7? Man kann durch den Effekt und so wieder desynchronisieren, aber nee, bringt auch nichts. Nee, nee. Lassen wir mal noch so. Komm schon, aber irgendwie noch. Ich überlege gerade, den habe ich noch irgendwie auf der Hand. Irgendwie im Petto. Riesenbazillen kann man schon nicht brauchen, also wäre es so geil, wenn ihr kommen würdet. Schrei der Untoten. Na gut, von mir aus geht natürlich auch so. Okay, okay, die Synchro dann mal ganz schnell. Zack. Und da mal guckt natürlich sehr gerne. Da kommt Rose, Krieg in der Rache. Yeah, ganz geil. Dann kommt er noch dazu. Yeah. Und nun rufen wir den schwarzen Rosendrachen. Was ich für einen Aufwand bewerkstellige und das nur Obelisk zu rufen, das ist nicht zu glauben. Wunderschön, Freunde, nicht wahr? Einfach nur wunderschön. Und genauso schön wird er gleich alle Karten auf dem Feld vernichten. Na und? Und wie sie können, alle zusammen Futsche. Alter, war das krass. So, dann schreit er untot und dann ruft er noch Finse Resonator. Im Angriffsmodus, ein bisschen, naja, Kampfschaden halt. Obelisk der Peiniger, 3 Opfer. Mann, oh Mann, ja, Obelisk ideal zu rufen, war noch 1, 2 Zauberkarten mehr. Ja, stimmt, der war gut, hab ich ganz vergessen. Entschuldigung, war gerade ein bisschen bereits im nächsten Denkphase in Obelisk, ich nie rufen soll. Göttliches Ungeheuer, Ungeheuer, wo ist denn Ungeheuer? Das ist eher ein göttlicher Mensch. Eine kleine, fiese, fette Riesenratte. Was hab ich auch für ein Pech, hey? Nee, nicht die, nee. Yeah. Er hat überlebt, ist doch die Hauptsache. So, Obelisk der Spezialbeschwörung, komm schon, hab sicher noch irgendwie einen Trickreichen da im Deck. Trickreicher, bist du da? Feindliches Asyl, na servus. Muss ja klappen, was? Riskieren wir es, Freunde. Ich weiß, mit Obelisk ist zwar ein geiles Monster, aber wenn ich ihn rufe, dann... Es kann sich zerstören, es könnte echt sein, ey, und ich hab Schiss. Ich hab so einen Schiss, dass ich es nicht würdig bin, aber wir müssen es riskieren, ey, es geht nicht anders. Den noch sagen, das ist eine besondere Fähigkeit, genau.
Und jetzt ist Showtime, Freunde. Zeit für die ägyptische Götterkarte schlechthin. Im Namen des Pharao rufe ich dich jetzt herbei. Keine Kartenanimation. Was für ein dämlicher Beschiss, ey. Alter, für jedes... Ja, gut, nicht für jedes, natürlich nicht, aber trotzdem für ein paar Synchromonster geile Kartenanimationen. Und hier? Alter, das Obelisk der Peiniger. Was ist denn noch mehr? Und vor allem... was ist denn das gerade? Hallo, Sangan-Effekt? Was ist da los? Ja, ist klar, wie diese Karte normal beschworen kann, ein Zauber von einem Effektmonster kann nicht aktiviert werden. Ja, kann das, also kann es bestimmen. Oh, ja, ist klar, ey. Okay, das war ein Schuss in den Ofen, Leute. Obelisk ist zwar sehr mächtig, aber keine Animation, nix, einfach nur, tja, starkes Monster. Shit happens. Och, Menno, das wäre so geil gewesen. Da eigentlich nochmal ein Pavian zurückholen, oder? Aber wieder scheinbar nicht, was? Okay, Obelisk der Peiniger auf dem Feld, sehr schön. Tja, Leute, das haben wir ein bisschen besser erhofft. Vor allem Obelisk voll. Alter, der Kartenrand so voll orange, so voll gewöhnlich. Da ist der. Ah, nee. Da freue ich mich schon sehr auf Yu-Gi-Oh! 5Ds Reverse of Arcade, weil dort hat er wenigstens noch seinen blauen Kartenrand. Ah, die Riesenbazille gibt es auch noch. Schön, wenn ich mal Obelisk besonders Effekt aktivieren nachher. Aber erstmal wird Zeit für den Peiniger schlechthin Angriff. Mit Faust des Schicksals. Tja. Starkes Monster auf dem Feld. Das Problem ist nur, Obelisk kann natürlich, er kann zwar nicht durch Zieleffekte zerstört werden, so rum. Aber halt natürlich durch Blitzeinschlag, macht der Spiegel, was im Anime niemals irgendwie funktionieren würde, aber hier natürlich schon. Oh je, oh je. Und noch eine Riesenbazille, das gibt's ja nicht. Ja, könnt ihr bereits machen. Das mal, wa? Ja, könnt ihr mal vorführen. Natürlich kann ich auch ihn selber opfern, ganz klar. Zack. Und alle Monster im Futsch. Tja, so viel dazu. Denn er ist halt Obelisk, der mächtige Peiniger. Mann, ey. Hör mal mit deinen scheiß verkackten Monstern auf. Ich habe hier Obelisk auf dem Feld, so ein bisschen mehr Respekt, ey. Das gibt's einfach nicht, ganz ehrlich, Leute. Das kann sie nicht machen. Das geht einfach nicht. Obelisk der Peiniger, Angriff. Das Wombat und Tschüssikowski. Und vor allem, ich meine, die ägyptischen Götterkarten vollen Spiel übernommen, aber trotzdem noch voll geschwächt mit ihren Effekten. Vor allem, mein Obelisk geht ja eigentlich noch. Slife geht eigentlich auch noch von Effekt her. Aber rar. Ich denke, hier wird es auch schon so sein bei Master of the Cards. Raseffekt wurde hier so verkrüppelt. Das ist einfach nur eine Schande, Leute. Ganz ehrlich, das kann es nicht bringen. Das geht einfach nicht, was die aus keine ägyptischen Götterkarte gemacht haben. Voll die Lusche. Ja, aber voll, ey. Ist krass peinlich. Ja, was bringt mir das? Kann ich sowieso nicht angreifen dann. Ja, das bringt mir nichts. Aber so ist natürlich was bringen. Synchrobeschwörung und da kommt der Katalysator zum Einsatz. Ja, Katastor ist gut. Verbündeter der Gerechtigkeit. Yeah, man. Nee, damit war es nur noch Obelisk. Es wird Zeit, das Duell, leicht enttäuscht zwar, aber trotzdem erfolgreich zu beenden. Obelisk der Peiniger. Direkter Angriff. Faust des Zorns. Oh, du. Kriegen wir wenigstens noch einen Duellbonus für Götterbonus und sowas? Natürlich, auch der Obelisk ist einfach nur ein ganz gewöhnliches Monster. Alter, das ist eine ägyptische Götterkarte. Verflixt nicht zugenäht.
Oh je, Freunde, das gibt's einfach nicht, hey, das gibt's einfach nicht. Aber immerhin ist jetzt mal der Part wieder mal zu Ende. Ja, dritte gehört, Leute, der Part ist bereits mal zu Ende. Ich werde mal jetzt da, glaube ich, das nächste Mal nochmal gucken wegen, können wir direkt mal machen. Obelisk ist zwar schön und gut, aber wenn das alles ist, dann ganz ehrlich, dann, ja, vielleicht auch wieder raus, keine Ahnung. Auf alle Fälle brauchen wir natürlich noch den roten Erzunterwäldler. Wenn der irgendwo hier ist, dafür ist natürlich mal nicht, ne, sieht nicht so aus, was. Aber vielleicht hier mit Shining Darkness für den nächsten Part wäre ganz geil. Komm schon, schwarz geflügelter Drache, zeige dich, Kumpel. Normale Monster sind eher uninteressant. Der Dreadlock-Drache ist klar, fängt gut auf. Ewige Infernale, Soweit auch nichts Besonderes aussieht. Nee, glaube eher weniger. Der Eisbarriere, okay, schwarz geflügelt. Donner, Chaoskönig Erdunterwäldler, ist klar. Auch nur unseren Gegner kontrolliert bis zum Ende etwas vertauschen. Oh, das klingt aber einen geilen Effekt. Aber trotzdem, ich will verdammt einen schwarz geflügelten Drachen. Jetzt komm doch endlich mal. Das kann es nicht sein, Leute. Wir fehlen ständig die geilen Monster. So, zum letzten Mal noch. Eine Sache, aber echt mal, dass der Part beendet. Der Rächer, der Kartenbrecher. Sieht auf die Schnelle nichts Besonderes. Wie sieht es jetzt aus? Synchrovertreibung immer noch nicht der Drache. Was ist denn hier? Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass es hier kein System gibt, wie es bei früheren Spielen noch so war, dass man halt teilweise noch. Also teilweise echt noch so. Konnte man halt auch einzelne Karten ergattern, die man einfach nur den Code eingegeben hat für die Karte. Das hat zwar jeweils etwa 1000 gekostet, sprich 1000 DP, aber immerhin hat es eine bestimmte Karte, die du auch wolltest. Hydrogenex. Und wieder mal nicht unser Drache, den wir doch so sehr in unserem Deck haben wollen, ey. Was bringt so ein Let's Play, wenn es trotzdem nicht zeigen kann, was ich eigentlich will? So, das letzte Mal noch, danach bin ich langsam mal pleite. Der muss echt selten sein, der Drache, das gibt's doch gar nicht. Famose Rose. Ja, so viel dazu. Er ist echt so selten, dass mir glatt die Sprache verschlägt. Hey, ganz ehrlich, das gibt's ja nicht. Das gibt's einfach nicht. Aber egal. Freunde, wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards, dann mit dem Bifröst dritte Etage, wie es aussieht. Das sind wir dann im nächsten Part. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen. Oh Mann, ey, was haben die Entwickler bloß mit Obelisk gemacht? Obelisk, es tut mir so leid.